Tales of Zestiria, ein Abenteuer, das scheinbar keine Grenzen kennt. Damit willkommen zurück hier zum Let's Play von Feuer machen. Ja, wir sind hier noch ein bisschen unterwegs, obwohl ich mich immer noch frage, wo es überhaupt genau durchgeht. Das ist natürlich eine gute Frage. Aber erstmal gucken, ob wir mit unseren Kameraden quatschen können, weil das wurde mir noch empfohlen. Also ich, aha. Ja, kann ich noch lange nach einem Galadruiden suchen, war. Okay, gut. Mein Fehler, Entschuldigung. Ein Fluss, der aus dem Wald kommt. Nordwestlich von Damensee, ein Fluss, der aus dem Wald kommt. Westlich für das Terrain. Für ihn. Vorsichtig. Seehafenhöhe. Jo, bin auch definitiv falsch, aber naja. Wenn ich schon mal hier bin, denke ich mal gucken. Ich denke mal, die Viecher sind zu stark für uns. Aber vielleicht haben wir hier hinten, können noch etwas freischalten. Wer weiß, ich meine, diesen neuer Eingang dort, also eine Art Höhle. Und nachgucken kann ich nie schaden. Bernsteinspeer, okay. So, mal gucken hier. Mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe noch so ein paar Freunde aus der Truppe, die haben das Spiel bereits durchgespielt und dann schlecht, oder beziehungsweise sind bereits krass dabei, sind nicht ganz durchgespielt, aber wie gesagt, sind stark dabei und naja, also ich sag's mal so, vermutlich ist Tales of Zestiria wirklich das größte aller bisherigen Tales of Spiele. Deswegen habe ich auch da, oder dachte mir zumindest von wegen, 100er Parts, vielleicht, wahrscheinlich. Nach Xillia 2 sah es so aus und... Also vermute zumindest mal, ja, die habe ich scheinbar auch etwas übersehen hier, die Pflanzen. Ich vermute mal, dass Tales of Zestiria so ungefähr 140 Folgen haben wird. Denke mal so. Ja, da hatten wir schon nicht weiterkommen. Verschwunden, von fern, verstanden. Jo, also tschüss, Mann. Alles klaro. Gut, sind wir hier zurück. Sollen wir ein paar Viecher platt machen. Mal gucken. Überraschungsmoment hätte ich ja eigentlich, war. Mal ganz kurz gucken, kann ich das Kampfsystem noch einigermaßen? Ja, müsste gehen. Oder geht auch nicht? Was ist das gerade? Ich denke mal auch den Supermodus und behalte ich mal für stärkere Gegner bei. Ich frage mich zwar, wieso Alicia auch so eine Ziffer hat. Also eigentlich 1-1 ist klar, weil wir können uns miteinander verbinden, aber so in Alicia geht ja gar nicht. Der Fall des Kampfes kennen wir auch schon. Ja, mal schauen. Der gute Zoe ist hier unterwegs und waren wir auch schon zu Genüge. Ja gut, weg hier war. Ich meine, sonst, was gäbe es hier noch? Ne, müssen wir eine Brücke, geht ja nicht, alles zurück hier. Und folgen wir der Hauptstory. Und scheinbar, so weiß ich nicht, ob das irgendwie vom Spiel, wow, so vorgesehen ist, aber wir hatten ja in der letzten Folge am Schluss noch... Alter Schwede! Der schneller als wir ist aber... Ich wollte gerade sagen, ist aber ganz dunkles Terrain. Okay, da muss ich... Aber so los. Ja, was sagen wollte, scheinbar gibt es Gegner, die ein bisschen stärker sind. Und wenn ich sage, ein bisschen stärker, dann ist es wohl echt vom Spieler so gesehen, also so vorgesehen, dass die Gegner verdammt stark werden können. Also wir 10 bis 15 Level Vorsprung von uns haben. Und das wohl scheinbar zur Story gehört oder so, keine Ahnung, aber allgemein ist das Level wohl schwieriger als früher. Und deswegen mal sagen, jo, haben wir natürlich einen schweren Stand. Müssen wir im Rennen ein bisschen gucken und so. Und, eine kluge Idee ist halt, stärkere Gegner außer Acht zu lassen oder ob ich wirklich jeden Gegner eigentlich mitnehmen sollte. Man kann es mir blocken? Man kann hier nicht blocken. Ja, murmelt hier, aber Level 17 und wir sind da nicht unbedingt sehr viel stärker. Das war knapp.
Einstellung der Schwierigkeitsgrade. Ja, ja, nee, ist klar. Wir zogen hier auf Mittel. Ist vielleicht nicht gerade unbedingt die beste aller Ideen. Aber nee, kann man, wird schon. Ich bin ja kein Anfänger, wollen wir gerade heute ein bisschen anfällig, also wie ein Anfänger anstelle. Ich gebe es ja zu. Max KP und 10. Ich denke mal, es ist klüger, wenn Alicia nimmt, weil Layla, also sobald wir halt den. Wie ist jetzt schon wieder der Modus? Ich weiß keinen Modus nicht mehr, wie der heißt. Ah, den Super-Modus, war ist sowieso ein dreifacher Super Saiyajin. Wenn wir halt zu Super Survey werden, dann brauchen wir für Layla sowieso keine KP. Eigentlich eher für Alicia. Glaub doch einfach mal. Wo geht es die? Ja, doch, muss da lang. Scheiß Bestie! Okay, scheinbar nicht unbedingt ein so starkes Viech. Was sagt das? Level 11? Nee, geht klar. Nehmen es auch so fies, irgendwie du siehst gar nicht, ob das wirklich ein starker Gegner ist, wenn du gerade auf ihn zugehst. Also, da kann es noch durchaus passieren, dass plötzlich einen starken Gegner treffen und ich plötzlich Game Over gehe. Weil der einfach so verdammt stark ist. Aber ja, das wird natürlich schon irgendwie, kriegen wir das schon hin. Natürlich einfach immer ein bisschen ruhig sein, oder? Also sprich ruhig, gelassen. Und jetzt überstürzen wie sonst immer. Dann klappt das schon mit den Kämpfen, mit dem Trainieren und so. Also muss man gucken, aber aufs Quint trainieren habe ich keinen Bock drauf. Und auch sonst irgendwie zu sagen, ja gut, muss halt da und da irgendwie trainieren. Na, ich weiß ja nicht, hey. Aber generell finde ich ja nicht unbedingt, dass ein Tales of Spiel wirklich so ein Training nötig hätte. Also mein Level-Ups sind ja schon noch gut, aber da müsste man halt innerhalb, ja, wenn man halt von einem Ort zum anderen reist, in halt der Hauptstory und so, oder seien es irgendwelche Sidequests, müssen dieses Level-Up irgendwie einbinden können. Nicht irgendwie sagen müssen, nee, du musst jetzt da offscreen trainieren, du hast so 2, 3 Gebiete und bis zum nächsten Gebiet musst du 10 Level höher sein, da sind die Monster, peng, trainiere. Also da fände ich jetzt ein bisschen sehr doof. Also nochmal ganz kurz, war nordwestlich von Damensee, ja, mal Lust, dass ein Wald kommt, ja gut, da waren wir schon. Ja, ich meine, da ist Damensee, Norden, Westen, also hier hoch. Die Frage ist hier oder ist da oben? Vermutlich hier da oben. So, ich weiß nicht, was uns erwartet, deswegen nochmal speichern. Das kann auch gut sein. Das Story-Element oder was? Oh Mann, was ein Pärchen. Ja, was soll ich sagen? Genau, die nächsten Parts, es könnte sein, dass sie ein bisschen kürzer sind. Also kürzer, nicht mehr so 30 Minuten rum, sondern nur 20 bis 25. Weil, ja, mit dem Aufnehmen und so ist es momentan ein bisschen schwieriger. Zeitlich gesehen vor allem. Und will momentan mehr auf The Witcher 3 konzentrieren, deswegen habe ich halt hier ein bisschen weniger Zeit. Aber, naja. Kommt trotzdem noch Tagloch, in der Regel. Also am 28. gab es eine Ausnahme, am 28. Oktober, da gab es keine Parts. Das hatte mit dem Tag zuvor zu tun und deswegen war es ein anderer Grund. Und wir nicht zum Standard, keine Sorge.
Was soll man da sonst noch irgendwie sagen? Wir sind immer noch erst Level 9, ey, Alter. Kann ich etwas Neues jetzt? Man hat immer noch erst 3. Aggressive Abwehr. Stoßladung. Wir haben um die Esser zu erhöhen. Was? Um die Esser zu erhöhen sich. Deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Meine Fresse. Naja, können durch auch da durch, aber sind unbedingt nordwestlich. Na, mal kurz schauen. Da kommen wir jetzt mit Alicia durch, wa? Könnte das. Das ist schon nur so ein Biest. Mina! So, jetzt klappt's mit dem Esser, wa? Naja, komm nur, komm nur. Du bist ne. Was macht's so wieder gerade? Ich überlege manchmal echt, ob man irgendwie frei laufen soll, aber im Gegensatz zu Telxilia klappt es mittlerweile ganz gut ohne freies Laufen. Ausrüstungsfähigkeit hat sich erhöht. So, Alicia, kommen wir da irgendwie durch oder wie sieht's aus? Also sie war scheinbar auch nichts, wa? Nö. Gut, dann müssen wir da unten durch. Entschuldigung, mein Fehler. Ach ja, und wann kann denn mal der gute alte Mikleo, oder wie ich ihn ja teilweise auch nenne, der gute Mikleo, wann kommt der endlich mal ins Team? Nochmal zurück zum Thema von der Länge her, also sprich von der Länge des Let's Plays. Ich hatte irgendwie schon bei Steam, also ich zocke sie zwar auf PS4, aber bei Steam haben wir schon ein paar gesehen, die irgendwie das Spiel über 80 Stunden bereits zocken. Kannst du dir vorstellen, 80 Stunden, okay. Partmäßig, durchschnittlich pro Stunde 2 Parts, oder? Also von dem her, halbe Stunde, wenn du das mal so hochrechnen. Dann müsste es da, gäbe es halt mindestens, alter Schwede, 160 Parts. Schon übel, wa? Wenn du so überlegst. 80 Stunden, 160 Parts. Natürlich 20 Minuten wird es noch länger. Naja, mal schauen, aber denke nicht, dass es so lange dauern wird, wäre echt ein bisschen krass. 80 Stunden, gut, wenn du durch alle Charaktere Level 100 trainieren willst. Dann ist das was anderes, aber ansonsten. Okay, nee, heute machen wir die Folge ein bisschen länger, Leute. Ich sehe schon, wenn ich hier ein bisschen lange herumschlawinere. Also bis zum Quellen wird schon noch kommen. Okay, der hat Ruinen, Entschuldigung. So, natürlich alles hier, was unterwegs ist, nehmen wir mit. Aber ansonsten, da, abgesehen davon, offscreen trainieren, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Wenn wir halt irgendwann so schwach sind, dann. Also es kommt drauf an, wenn ich merke, nein, ich muss da zwangsweise offscreen trainieren, das Spiel zwingt es mir so quasi vor. Wenn ich Schwierigkeitsgrad Mittel halt, dann stelle ich die zurück auf normal. Ich meine, ich will nicht unbedingt durchwaschen, das ja auch nicht, aber wirklich trainieren müssen, das habe ich schon immer gehasst. Mal gucken, haben wir noch eine Truhe. Ich habe vorhin noch gesehen von da unten. Sonnenbrille. Okay, wird es mit ein Accessoire sein, wa? Jo, Mann. Was geht ab, hey? Wir sind Cool Guy. Cool Zoe. Nachher natürlich super Cool Zoe. Sieht alles normal aus, und ist mehr oder weniger. Ruinen, ja, es gibt alles Sinn hier. Haben wir hier hinten noch irgendwas Verstecktes? Nö. Dann wollen wir sagen, das Vieh platt machen, wa? Komm her, wuff, wuff. Wölfe und Schlangen, natürlich alles keine Schwächen. Anfälle körperlich, geht mir auch so. Wir haben hier unter unseren Charakteren noch so eine Anzahl, wa? 2, 3 und so. Was ist eigentlich Maximum? Ich glaube 3 war, kann das sein? Über die Charaktere 7. Ja, man merkt schon, aber 7 sind zu schwach. Und wir kriegen, Alter, 38 Erfahrungspunkte. Ist das lame. Ja, dann haben wir auch schon darüber beschwert, von wegen, geht viel zu langsam und so, du kommst nie irgendwie aufs Level up. Mittlerweile glaube ich das langsam auch. So, dann Pflanze mitnehmen von unseren Salber, so etwas. Lavendel, Angriffskraft um 2, natürlich nie verkehrt. Den Schaden durch Kriegsart, verborgene Art, steht aus dem KPLSK wieder her. Ein bisschen Leila geben, war. Moment, was hat Leila schon verwertet? Eben Artangriff.
Wobei ich sehe auf normaler Angriff, ja. Und das ist schon Zoe, unser guter Kumpel. Hier steht das sind 70, war von 60 an 40. Anscheinend durch Kriegsan verborgene Art. Gut, leider ist ja der Seraph, der uns beiwohnt, von dem her, und will auch schon praktisch, wenn wir es so machen. Was haben wir sonst noch? Gang des Lebens, okay, Schokoladen, Gelato. Ja, alle heilen. Nee, später mal. So, jetzt da kurz Runnerford noch ganz kurz das Feedback machen. Ich glaube auch, war. Ist das zwar nicht wirklich nötig, aber hey. Wenn wir schon können, dann machen wir es auch. Moment, der Modus heißt doch amatisieren, oder? Stimmt das sogar? Egal, wir sind da, ja, Ruinen sind's, also müssen dem her passen. Oh Mann, ey. Miklio, bist du da? Muckepülzer weg. Ganz schlecht. Könnte es sein, dass er hier ist und ich freue mich schon darauf, bis wir uns mit ihm verbinden können. Weil ehrlich gesagt, also wenn Laila Feuer ist, Miklo ist natürlich Wasser. Es sind Seraph, wenn wir uns mit ihm vereinen können. Eigentlich logisch. Dann fehlt echt noch ein Wind und ein Erden nachher hätten wir. Hey, Maxwell ist back! Natürlich ein... Ja, zwar nicht ganz originalgemäß, aber es wäre ein cooler Verweis. Das ist eine geile Ruine. Ich gucke, ob ich irgendwo etwas finde, aber... Jetzt wollte ich gerade R2 drücken wegen Art. Versteht ihr aus Witcher 3? Oh Mann. Wobei Art gibt es ja auch nur Witcher 1, Witcher 2. Okay, er macht irgendwie auch nichts. Da gucke ich mal direkt zu den Ruinen. Natürlich zum Wasserfall. Hier. Oder bin ich jetzt falsch? Das sind doch die Ruinen. Dass ein Wald kommt. Moment. Wie das gerade nach? Galadriel liegt nordwestlich vom Damensee am Fluss, der aus dem Wald kommt. Jo, das hatten wir ja schon gesehen. Und dann Osten an die Brücke gehen und dann nach Westen auf höheres Terrain. Clear auf den großen Morgenfällen vorbei, finden wir ihn. Okay. Ja, gut, dann. Wir sind zwar hier theoretisch richtig, aber müssen hier durch noch. Wo wir jetzt da oben sein, obwohl hier noch irgendein Point ist. Point of No Return, denke ich mal. Wieso hat es hier einen Speicherpunkt? Ich habe vor allem verwirrt. Ich meine, hier ist ja nichts. Es sind zwar Ruinen, ne, eindeutig. Aber, naja. Weiter geht's mit unserer Truppe. Na, komm schon. Wuffi. Knuffi. Was haben die für Level? Okay, alles kein Problem. Oh, vielleicht auch ein Problem. Mach jetzt eigentlich irgendwie noch die automatischen Ausweichmanöver? Scheinbar nicht. Du warst ganz schön stark, Mann, für cool, Zoe. Eigentlich müssen wir nachher Miklio geben, war erst der Coole von hier. Aber er ist nicht mehr im Team, der hat uns verlassen, weil er sich für schwach hielt. Grafikbug. Bleibt ein bisschen. So, ja, wenn sowieso nur sie dabei war. Hatte gerade wegen Leider und so zum Quatschen, aber nee, hier noch nicht. Oh, wieder ein Speicherpoint. Das hasst sich irgendwie. Nur aus Morgenanfällen, ja, wir sind richtig. So, das letzte Mal speichern für heute. Und dann wird's richtig geil. Hilfe. Oh, neue Vier da vorne. Kann ich da am Fluss hindurch? Da klappt sogar, geil. Können wir da runter? Aber mal zum Test können wir nachher neu laden. Nö, geht nicht, okay. Ja, das ist Monolith. Elemente und Werte. Angriff, nicht elemental Lähmung. Artangriff, Feuerverbrennung. Was? Artangriff, gibt es kein Wasser oder was?
Verteidigung, Art der Verteidigung ist Wasser. Somit hat eine wasserbasierte seraphisches Arte beispielsweise ein Gift-Status-Effektpotenzial. Soll er auch so machen, wa? Also sprich, Artangriff, klar, Layla, die macht das ja so. Nicht elementar Angriff normal wäre als so, jo, wäre sie halt. Die gute Alicia, weil ganz ehrlich, sie uns bei ihr überhaupt Verteidigung, ja, aber auch Angriff, physischer. Okay, gut. Ich muss sagen, Leute, wir gehen gleich da hoch. Ich will erst ganz kurz gegen das Feed antreten. Auch mal testweise, ich glaube, es ist ziemlich stark. Sieht zumindest so aus. Überraschung vielleicht. Yo! Alter, Level 20! Managam Beast. Widerstand, Schwäche, Erde, natürlich, aber Alter, ich bin doch Feuer und ich habe keine... Geil. Jo, das wird richtig geil werden, Leute. Also richtig heftig, deftig. Ist natürlich kein Problem hier. Das allerdings schon. Vor allem Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ja. Hilfe? Wolf. Managame. Ganz so stark. Ganz so stark. Seht ihr das? Angriff 3921. Alter, leck mich fett. Jo, soll ich jetzt schon mal neu starten wieder, oder wie sieht's aus? Erstmal ganz kurz hier. Das wohl der lila Wolf war, von dem er mich gewarnt hat. Ja, sorry, ich hab nur Feuer, was soll ich machen? Das ist auch gegen Wasser effektiv, also Widerstand natürlich. Naja, geh halt drauf. Spielende, Daten, Spielende, ganz. Ey, bei Tales of Xillia war es noch richtig episch, ja, einfach Daten, Böbel. Oh Mann, ey, gut, das sparen wir uns für später. Scheiß Viech, ey. Alter, hier kommen wir einfach so durch. Tot. Vielen Dank. Alter, was für ein Spiel, ey, so. Gut, sobald ich alle drauf habe und ungefähr Level 15 bin, gehen wir mal dahin. Das kann natürlich noch eine Weile dauern. Ich bin Level 9. Von wegen, wir sind der Hirte. Dann hat der Emperor hier für ein Level. Von etwa 100. Einfach vorbeischleichen. Und da sind wir auch schon, Leute. Schon ist vor allem gut. Ich bin aber schon richtig hier, wa? Liegt Nordwesten und Namensee am Fluss aus dem Wald kommt, ja, und Namensee aus nach Nordosten der Brücke und danach nach Westen auf höheres Terrain. Kiel von einem großen Morganfällen vorbei, finden wir ihn. Also im Iran sind die Morganfälle hier, wa? Deswegen so, ich komme nicht weiter. Ja. Super, Leute, einfach nur geil, wie wir vorwärts kommen. Natürlich richtig dufte. Ja, ich habe gesagt, ein paar ein bisschen länger war. Hehe, ein Vieh vorbei, scheiße. Jo, machen großen Bogen über das Teil, aber einen ganz großen, fetten. Erinnert mich ein bisschen an die Chronicles, in denen er sein soll. Dann wird es auch so ein riesiger Bossgegner. Wir selbst irgendwie Level 20 und das Vieh irgendwie Level 80. Wo konnten wir da halt noch davon rennen? Wow! Wo kommt der plötzlich her? Wie viel Level hier? Genau, das ist kein Problem. Alter, einfach von hinten angegriffen. So, geht doch. Scheiß Vieh, ey. Ich bin gerade richtig erschrocken. Wieso sind wir hier falsch? Weil ich keinen Orientierungssinn habe. Man wird auf der Karte so nichts angezeigt, von wegen da Norden, da musst du rein. Nö, da geht er später vermutlich. Dauert das lange, müssen Level abkommen lassen, die Gegner ja aus Aachen. So wenig KP geben, beziehungsweise natürlich Erfahrungspunkte. Das ist die Abkürzung dann wohl für später. Da noch so viel, aber natürlich auch nichts mehr.
Naja, ich hätte jetzt gerne noch eine kleine Cutscene, damit ich etwas Gescheites für ein Thumbnail habe. So, komm schon. Noch kurz abspeichern. Ja, wir haben es geschafft. Alter, scheiß Viech, ey. Level 20. Ich frage mich sowieso, wieso überhaupt Level 20, weil, bei Kumpels, wo ich so irgendwie gehorcht habe, die haben gesagt, das Vieh wäre Level 19. Natürlich bei mir viel stärker, ist klar. Okay, da geht's sowieso. Ja, wir müssen sowieso hier hin, wa? Passt also die Faust aufs Auge. So, willst du epischen Cutscene? Was zum... Hä? Weit ist vom Eingang entfernt. Wir sollen wachsam sein. Was die Soldaten angegriffen hat, forderte geboten. Geil. Okay, forderte also geboten. Der Part krass Überlänge haben, aber ist mir jetzt scheißegal, welcher er sein soll. Okay. Mal gucken, was das für Viecher hier sind. Level 8. Jo, ist auch kein Problem. Ja, auch mit der coolen Brille muss man noch vieles lernen. So, was steht denn da? Schwächen, Resistenzen. Ja, danke schön, haben wir schon gemerkt. Schadenverstärker bis Schadenanzeige. Ja, jetzt am Start schon erstmal, wenn ein geartetes Art des Elements genutzt wird. Extrem hoch. Okay, gut zu wissen. Gegner. Scheinbar nicht, weil ich nichts höre. Was ist denn hier noch los? Okay, okay, Ausgänge. Da kann man also auch nicht durch. Auf der anderen Seite vermutlich, war sicher wieder eine Truhe dort. Oh Mann, ey, wird der Part eine Überlänge haben? Egal. Komm schon, ich brauche eine Cutscene, ein einzelne reicht mir schon. Da ist nix, okay, mal ganz kurz was hier brennen. Das ist irgendwie seltsam aus, so ein schwarzes Spinnennetz. Hallo? Wohl ja so ein dunkles Energieteil. Eine Schlange! Ja, komm nur her. Nicht ein Vorteil, war doof. Egal. Kommt doch nur her. Oh Mann, ey. Und Kombi-Time! Und Kombi! Und Supi-Kombi! Und Super Hasta la Vista, Baby! Jo Mann, neue Kampfaktionen erlernt. Schön. Zielerfassung. Hatten wir auch schon. Zur Genüge. Okay, Leute, mal ganz kurz hier zum Stern war. Oder wohl jetzt zum Stern markierten Punkt. Und dann mal schauen, mit welchem Cliffhanger ich die Folge beenden kann. Und wir uns für die nächste Folge wappnen müssen. Vermutlich. Oder können. Noch ein Apfelgummi, dankeschön. Sieht aber episch aus.神器は同志と天族が行うカムイの姿を決定づけるいわばカムイの型ですわ。カムイの
そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も新規です。それでライラのカムイは剣なのか。ねえ、ライラの聖剣を使えば他の天族ともカムイできるのかな。それは場合によりますわ。まず以前言った通り、同志であるスレイさんの主神である私の陪審になってもらう必要があります。陪審とは何なのでしょう。わかりやすく言えば、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですわ。もう一つ、新規の属性の問題があります。私が火であるように、自然を操る天族も一人一人扱える属性が違うのです。新規にも属性があるのなら、天族の属性に合った新規でなければカムイはできない。その通りですわ。この弓は水の新規のようですね。そしてミクリオさんは水の。さあ行こう。スレイさんはミクリオさんを陪審にしたくないんです。なぜだ。私を重視にしたのと同じことだろ。アリーシャは必要としてただろ。自分の夢のために同志の力を。けどミクリオは。Ja, wenn das mal ein Cliffhanger ist, dann weiß ich auch nicht weiter, Leute. Oh Mann, oh Mann. Wie es weiter spannend gehen wird, wie es weiter spannend gehen wird, dann schlecht, ey. Wie es spannend weitergehen wird, hier bei Tales of Cestiria, erfahren wir dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.